Motivation ist dafür da, um die Energie aufzubringen, um etwas Neues zu starten. Und Volition ist dazu da, um nachher in diesem Prozess quasi das weiterhin die Energie zu haben, um das auch weiterzumachen und weiterzumachen, auch wenn es ein bisschen schwierig wird. Also, aber das Commitment von der Person, die die Ziel muss erreichen muss, ist essentiell. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Spätestens in einem Monat, wenn Leute so ihre Neujahrsziele nicht erreicht haben, sind sie so, fuck, ich hätte mehr Volition gebraucht. Ohne striktes Zeitlimit führen schwierige Ziele dazu, dass man länger dran bleibt. Ziel bringt nur dann etwas, wenn wir genau sagen können, wann ist es erreicht und wann ist es nicht erreicht. Und das Ganze wird noch komplexer, wenn wir zu der nächsten Bedingung gehen, nämlich zum Commitment. Yes. Unterschied von Annäherung und Vermeidungsziel, wo wir klar wissen aus der Wissenschaft, dass Annäherungsziele besser funktionieren und zu besseren Zielerreichung führen. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Tim, halt, stopp, warte. Weil es ist wieder passiert, Ivo. Ja, logisch, wir sind genau so gestartet in der letzten Folge. Darum, ich beantworte die Frage jetzt gar nicht. Sondern stell dir die Frage zurück. Ivo, wie geht es dir? Weil es ist wieder passiert. Ich habe die letzte Folge, hast du mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe es beantwortet und nachher nicht zurückgefragt. Darum, Ivo, wie geht es eigentlich dir? Mir geht es sehr gut. Heute ist der letzte Tag von meiner Ferien. Und ich habe es richtig genossen. Wirklich richtig genossen. Und ja, ich freue mich jetzt aber auch wieder zu arbeiten. Jetzt wieder losgeht. Darum geht es sehr gut. Nachher gibt es noch einen schönen Run bei dem herrlichen Wetter. Perfekter Tag. Am Abend kommt noch der Bruder zum Nacht. Was willst du mehr? Podcast aufnehmen, rennen, Besuch. Schön. Das ist sehr schön. Ja. Wie geht es dir? Hey, mir geht es auch gut. Ich will jetzt gar nicht zu groß darüber reden, weil ich letztes Mal die Chance hatte, du nicht. Aber mir geht es auch gut. Ich meine, das Wetter ist herrlich und ich freue mich auf die heutige Folge, weil, ja, für die die Spezialfolge gehört haben, die wissen das vielleicht, wir haben heute ein Thema, wo wir vor ziemlich genau einem Jahr wollten, unseren Podcast damit starten. Wir haben die Folge nie veröffentlicht, weil wir gefunden haben, irgendwie fühlen wir uns noch nicht so wohl. Es ist irgendwie nicht so die Art von Folge, die wir aufladen wollen. Es ist nicht so der Vibe. Und wir geben ihm jetzt eine Chance. Du hast gesagt, wenn wir die nicht aufladen, machen wir nie mehr das Thema. Das heutige Thema ist Ziel. Und ich glaube, deine Angst ist unberechtigt. Ich glaube, es wird eine lässige Folge. Weil es ist ein neues Jahr. Es ist jetzt schon, wenn ihr das hört, Mitte Januar etwa. Mitte Januar. Und ich finde es eigentlich noch geil, dass wir die Folge nicht auf Anfang Jahr machen, sondern so ein bisschen Mitte Januar. Weil es gibt so Studien, die zeigen, dass eben die meisten Ziele, die meisten Neujahrsziele nach 2 Wochen, nach einem Monat nicht mehr befolgt werden oder nicht mehr denen nachgegangen wird. Ja, oder aufgegeben werden. Ja. Dass sie aufgegeben werden. Und darum finde ich es eigentlich lässig, dass wir die Folge machen jetzt, dass die Mitte Januar rauskommt. Vielleicht hören die Mitte Januar, Ende Januar. Und wenn ihr merkt, dass es ein Neujahrsziel gibt, wo ihr nicht können verfolgen, wo ihr vielleicht auch aufgegeben habt, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht nehmt ihr etwas aus dieser Folge mit und findet, hey, ich mache jetzt die Ziele nochmal, aber vielleicht das mal ein bisschen wissenschaftlich basiert, psychologisch basiert und vielleicht mit ein bisschen mehr Erfolg. Und heute schauen wir das Thema Ziel an. Genau. Freue mich. Und wir haben uns auch ganz anders vorbereitet als für die erste Folge. Ich glaube, wir haben einen besseren roten Faden. Und ich freue mich, jetzt dort reinzutauchen. Weil in der Motivationspsychologie, wo Ziele auch angesiedelt sind, da gibt es so 2 Herren, die in den letzten Jahrzehnten ziemlich Gas gegeben haben in dem Bereich, um das Thema Ziel auch zu beforschen. Und aufgrund, dass die 2 das gemacht haben, hat es auch extrem viele andere Forscher gegeben, die dazu Untersuchungen gemacht haben. Und die 2 Herren sind der Edward Locke und der Gary Latham. Leben die noch? Ich glaube, sie leben noch, ja. Weil ich meine, das erste Mal, als sie die Studie rausgebracht haben, das war in den 60er Jahren. Irgendwann dort, ja. Und das ist schon crazy. Ich glaube, es ist eine von diesen Studien, wo am meisten nachgeforscht wird und jetzt im Verlauf, eben, ich meine, mittlerweile die letzten 60 Jahre, wo dort
das weiterentwickelt worden ist, weiter daran geschaffen worden ist. Und das Ziel heute ist eigentlich, dass wir euch ein Framework geben oder ein bisschen Inputs zu, wie man Ziel kann setzen mit höherer Chancen für Erfolg. Genau. Langfristig. Ja. Und eben, es hat sich über die Jahrzehnte eigentlich entwickelt und das ist eine von wenigen Theorien. Die Theorie heißt Goal Setting Theory, also Zielsetzungstheorie, wo immer wieder entwickelt worden ist. Und was eben spannend ist, und darum finde ich es auch so ein cooles Thema, es sind immer mehr Komponenten. Ja, wie so Komponenten, also Moderationsvariablen, also Bedingungen eigentlich erforscht worden, um bestmögliche Aussagen darüber zu machen, wie Ziele erreicht werden können. Also es sind immer mehr Bedingungen dazugekommen, also immer schärfere Aussagen man können machen. Und wir tun das jetzt so ein bisschen zusammenfassen und dass wir so an diesen Punkten können festheben und wenn ihr euch Ziel setzt, dass ihr könnt schauen, hey, auf was achte ich schon, auf gewisse Sachen macht man ja so automatisch und gewisse Sachen kann man vielleicht dann noch dazu nehmen. Und vielleicht einfach da, also weil das Modell über die letzten 60 Jahre immer weiterentwickelt worden ist, gibt es auch sehr viele verschiedene Varianten von diesem Modell. Also wir haben heute nicht den Anspruch, dass wir das Modell komplett werden durchgehen und komplett werden beschreiben, sondern werden einfach so die gemeinsamen Nenner von diesen verschiedenen Varianten von diesem Modell werden wir beschreiben, mit Beispielen, werden eigene Inputs mit reinbringen. Aber wir haben heute nicht den Anspruch, dass ihr nachher könnt sagen, okay, das ist jetzt Locken Latham Zielsetzungstheorie. Genau so ist es, sondern ja, wenn ihr dort genau wissen, dann könnt ihr googeln, ihr werdet dann sehen, es gibt sehr viele verschiedene Modelle. Extrem viel. Aber wir werden heute uns einfach auf die gemeinsamen Aneinander fokussieren. Und ich glaube, anschliessend dann werden wir auch noch auf verschiedene andere Komponenten kommen von Zielsetzungstheorien oder wie man Ziel setzt. Aber das ergibt sich dann, glaube ich, mit dem Flow. Ja, genau. Und bevor wir jetzt starten, mal so ein bisschen als Einleitung, warum Ziele notwendig sind oder warum man sich auch Ziel setzt. Und wir haben da so 4 so Mechanismen herausgeschrieben, was für eine Wirkung auch Ziele können führen holen. Und eine davon ist so die direktive Funktion. Also es lenkt, wenn wir uns Ziel setzen, es lenkt unsere Aufmerksamkeit in die Richtung, wo wir möchten gehen. Und das klingt jetzt mega simpel, aber es ist extrem wichtig, weil Ziele so auch eine Art wie ein Filter sind und unnötige Informationen, die uns passiert, auch ausblendet. Und die wichtigen Informationen, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, eher einblendet und halt eher aufnimmt. Das ist auch ein bisschen Wahrnehmungstheorie, die wir schon mal hatten, oder? Also es tut eine extreme, und dann kommt schon der nächste, Energie auch freisetzen, wo man vielleicht sonst nicht hat, wenn man kein Ziel setzt. Und für mich eines der besten Beispiele, wo ich das wirklich so erlebt habe, ist im Thema Joggen. Oder? Ich gehe sehr gerne joggen, mache das wirklich einfach auch per se gerne, auch wenn ich kein Ziel habe. Aber wenn du dann ein Ziel hast, und dort war es der Marathon, es kommt ganz eine andere Energie rein, weil du weißt, okay, Mitte April steht der Marathon an und ich trainiere jetzt auf das Ziel und es setzt ganz eine andere Energie frei. Und ich finde, im Sport ist das einfach so gut zu beobachten. Oder auch gleich im Kampfsport. Ich gehe gerne in den Kampfsport. Aber wenn du weißt, in 6 Monaten habe ich einen Kampf. Und ich meine, da sind die 2 Komponenten drin, weil wenn du ein Ziel hast, wie jetzt zum Beispiel der Marathon, dann ist das Training auch direktiver. Also es ist gezielter auf etwas spezifisch, weil vielleicht gehst du gut joggen und machst einfach immer nur 4-5 Kilometer Runs. Wenn du weißt, du trainierst auf einem Marathon, dann wirst du gegen das Ende von dem Trainingszyklus wirst auch längere Runs einbauen. Und dort hast du nachher die direktive Komponente, dass du gezielter auf etwas hin trainierst. Ja. Und das hast du aber auch im Business, das hast du in Fitness, das hast du in Familie, soziale Beziehungen etc. Also ich glaube, da kommt die direktive Komponente kommt dort ebenfalls rein. Voll. Was du erwähnt hast. Ja, definitiv. Dann eine andere Wirkung ist so Persistenz, also so das Dranbleiben. Es ist wie so ein Puffer gegen Ermüdung. Und da hat es auch unterschiedliche Forschungen zugegeben und das finde ich noch spannend. Bei Aufgaben ohne striktes Zeitlimit führen schwierige Ziele dazu, dass man länger dranbleibt. Nochmal.
bei Aufgaben. Ohne ein striktes Zeitlimit, wo man also ein bisschen mehr Zeit hat. Aber das Ziel ist das, aber die Zeit ist nicht ganz so klar. Also du hast keinen Druck, du hast keinen zeitlichen Druck. Führen aber schwierige Ziele, herausfordernde Ziele dazu, dass man länger dran bleibt. Ah. Und umgekehrt ist, dass wenn man ein enges Zeitlimit hat, dass ein schwieriges Ziel quasi zu der Intensivierung, also dass man noch mehr Energie gibt in die Qualität und die Geschwindigkeit von der Arbeit. Also es kommt da wie auch die Persistenz, also wie man an diese Sachen angeht. Also als Beispiel, wenn ich einen Marathon habe, der in 5 Monaten ist, im Vergleich zu ich habe einen Marathon in einem Monat. Wenn ich einen Marathon in einem Monat habe, dann bedeutet das, dass die Trainingseinheiten, die ich noch habe für diesen Monat, werden intensiviert. Also ich tue mehr trainieren, stärker trainieren, gezielter trainieren. Und wenn ich aber über längere Zeit habe, dann bin ich persistenter. Ja, man bleibt denen dran. Also das heisst, wenn in einem Monat der Marathon ist, dann gebe ich vielleicht eher auf. Das wäre die Negativseite. Die positive Seite ist, ich trainiere intensiver. Wenn ich in 4 Monaten oder in 5 Monaten einen Marathon habe, dann bleibe ich länger dran, auch wenn ich vielleicht mal so ein bisschen Niederschläge oder Rückschläge habe oder so ein bisschen, das Training ist mal nicht gut gelaufen oder ich verletze mich vielleicht auch, dann bleibe ich länger dran und regenerieren, weil ich die Zeit halt auch habe im Vergleich zu Marathon ist in einem Monat. Voll, ja. Also eben dort, je nach Situation, aber in beiden Fällen hat es eigentlich eine positive Wirkung, wenn man sich ein Ziel setzt unter den Bedingungen, wo man nachher darauf eingeht, was es braucht. Alright. Genau. Und dann noch der letzte Punkt, einfach so ein bisschen warum Ziele wichtig sind. Es hat auch so einen kognitiven Mechanismus. Und zwar, wenn ich mir ein Ziel setze, egal was ist, sagt das im Business oder im Sport oder wo auch immer, Ziele, die herausfordernd sind, regen an, um das, was ich schon weiss und die Fähigkeit, die ich habe, gezielt einzusetzen. Das heisst, ich schaue, was für Strategien ich verwenden kann und hilft aber auch, wenn ich merke, die Strategie, die ich bereits kann, lange noch nicht, neue Strategien zu entwickeln. Okay. Also es hilft, das zu fördern, was ich bereits kann, aber auch, wenn man merkt, kann ich noch nicht so, neue Strategien zu entwickeln. Aufgrund von dem, dass man Ziel setzt. Da wieder, sorry, dass wir jetzt wieder mit dem Joggen Beispiel kommen, aber wenn ich einfach joggen ohne Ziel, kann ich einfach joggen. Wenn ich merke, okay, jetzt in 4 Monaten habe ich einen Marathon, ich muss gezielt meine Kondition aufbauen, wo ich gar noch nicht weiss, wie das funktioniert, kann ich schauen, was für Strategien gibt es. Okay, jetzt vielleicht muss ich mal auf den Puls schauen, so ein Zone-2-Training, also wo der Puls so bei 135, 140 Schläge pro Minute ist. Das ist hilfreich, um Kondition aufzubauen. Also ich fange an, mir neues Wissen anzuzeigen, neue Strategien einzubauen, wie ich das Ziel besser erreichen kann. Und das ist auch so eine Funktion, wo eigentlich erst kommt, wenn man sich wirklich ein Ziel setzt, das man möchte erreichen, als wenn man einfach etwas macht. Ja, weil sonst bleibst du einfach auf dem, was du halt kannst. Ja. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, es gibt Sachen, wo es sehr schön ist, wenn man einfach bei dem bleibt, wo man kann. Ja. Aber wenn man mehr will, dann kann das Ziel sehr fest helfen. Ich finde es noch interessant, weil es gibt auch eine Gegenbewegung. Hauptsächlich auf Social Media. Ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich das die Gegenbewegung ist. Tell me. Aber auf Social Media, in der Vorbereitung, bin ich auf YouTube und habe mir verschiedene so Erklärvideos angeschaut zu der Zielsetzungstheorie. Und dann werden da andere Videos vorgeschlagen. Und ich würde sagen, über die Hälfte von den Videos, die vorgeschlagen werden, bei mir jetzt zumindest, sind sie irgendwie Ziele sind wertlos, Habits muss das Richtige sein. Oder du musst dir aufs neue Jahr nicht Ziel setzen, sondern du musst dir einen Prozess irgendwie planen. Das System. Genau, ein System. Und das Spannende ist, ich glaube, was sie in diesen Videos, und ich habe die Videos nicht gesehen, also vielleicht tue ich ihnen da auch Unrecht, aber was sie in diesen Videos nicht verstanden haben, ist, dass du einen Prozess und ein System an ein Ziel kannst koppeln. Und ich glaube, das können wir dann... Also Achtung, ja. Ich finde eben, das sind so Clickbait-Videos, die mich ein bisschen hässlich machen und die Ziele werden immer ein bisschen geschämt, ja, die meisten erreichen Ziel ja eh nicht, ja, mag ja sein, aber die meisten setzen Ziel auch nicht richtig. Vielleicht auch das, aber das Ziel ist gerade so wichtig wie der Prozess. Und wir haben mit dem Kyle über das geredet, diese Sportpsychologie. Und ich finde so, hey, ein Ziel ist essentiell, dass ich weiss, in welche Richtung kann ich überhaupt, dass ich das System überhaupt in die Richtung kann aufbauen kann.
Also es ist nicht dass es direktiv ist. Das sind wir wieder bei dem ersten Punkt. Genau. Und das habe ich nicht, einfach weil ich ein geiles System habe und super gewonnen habe. Ja, für was? Ja. Warum mache ich das? Das heisst, es ist nicht entweder oder, sondern es braucht beides. Ja, voll. Und auf das gehen wir dann später auch noch ein, Yes. weil das ist so ein bisschen das Thema Volition. Also, ja, kommt dann nachher. Okay. Oder vielleicht kommt eine andere Folge dazu, weil das ist doch auch ein riesen Thema. Aber eben, ich finde, da auch ein bisschen aufpassen, nur weil jetzt irgendein Social Media Guru gefunden hat. Sind wir nicht auch Guys auf Social Media? Ja, aber ich will mich nicht als Guru bezeichnen, Okay. aber so die Motivational Coaches sagen, ja, scheiß auf Ziel, bau ein System. Ja, das System ist super. Fair. Super. Also weißt, ich widerspreche denen nicht, aber ich sage einfach, hey, Ziele sind gerade so wichtig. Weil Yes. Eben, und vielleicht, ich habe das Video auch nicht geschaut, also vielleicht tue ich ihnen auch übel. Vielleicht haben sie das nachher auch relativiert. Vielleicht, bevor wir weitergehen, Volition und Motivation, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir es nachher vergessen zu sagen. Der Unterschied, Motivation ist dafür da, um die Energie aufzubringen, um etwas Neues zu starten. Und Volition ist dazu da, um nachher in diesem Prozess quasi das weiterhin die Energie zu haben, um das auch weiterzumachen, auch wenn es ein bisschen schwierig wird. Also, wenn jetzt Neujahr ist und ich will mir ein Ziel setzen, dann habe ich die Motivation, zu mir das Ziel zu setzen und sage, hey, ich möchte bis Ende Jahr so und so viele Bücher gelesen haben. Die Volition ist nachher dazu da, um während dem Jahr die Motivation oder die Energie hochzuhalten, um auch weiterhin dran zu bleiben, auch wenn jetzt vielleicht das Buch nicht so spannend ist. Und anstatt dass ich dann aufzuhören und sage, ist vielleicht doch nicht meins, kommt dort die Volition rein, die dafür sorgt, dass ich dann eben doch die Anzahl Bücher lese. ja. Darum eigentlich sehr viel wichtiger, nicht sehr viel wichtiger, aber genauso wichtig wie die Motivation. Definitiv. Ist die Volition. Vielleicht Genau. gibt es da mal noch eine separate Das Folge dazu. habe ich mir gedacht, ja, ich habe das eigentlich nochmal droppen, weil es ist wie einfach nochmal ein komplett anderes Thema. Yes. Oder ein weiterführendes Thema. Ja. Also, bevor wir jetzt darauf hineingehen, was so für Bedingungen wichtig sind bei der Zielsetzung, das haben wir am Anfang nicht gesagt. So die Goal-Setting-Theory ganz am Anfang. Eigentlich ist es relativ simpel gewesen. Die beiden Herren haben gesagt, ein Ziel muss möglichst spezifisch sein und es muss sehr herausfordernd sein. Sie haben mal gesagt, Das sind die ersten zwei Bedingungen, gewesen, Genau. die sie gegeben haben in der allerersten Version von dem Modell. genau. Oder also sie haben gesagt, je herausfordernder, desto besser. Das hat sich dann noch ein bisschen angepasst, aber einfach das, so ein bisschen, das ist wie so die Baseline gewesen. Ein Ziel muss möglichst konkret und spezifisch sein und möglichst herausfordernd. Das ist so ihre Baseline gewesen. Und jetzt die Bedingungen, wo wir jetzt darauf eingehen, sind zum Teil nochmal das Gleiche, aber auch Erweiterungen aus der Forschung, wo man sagt, hey, auf das muss man auch noch achten oder das ist auch noch ein wichtiger Punkt für die Zielerreichung. Lass uns doch schnell auf das spezifisch eingehen, weil ich glaube, das ist so der Grundbaustein. Ja. Ziel bringt nur dann etwas, wenn wir genau können sagen, wann ist es erreicht und wann ist es nicht erreicht. Weil, und da sind wir bei dem Thema kognitive Dissonanz, wo wir auch Erfolg dazu haben, wir sind sehr, sehr gut in uns einzureden oder uns zu überzeugen, dass wir etwas gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und wir brauchen klare Ziele, um auch wie uns selber accountable zu halten. Was heisst auf Deutsch accountable? Verpflichtend. Verpflichtend, ja. Dass wir uns wie verpflichtend halten zu einem spezifischen Ziel. Weil wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich will ein guter Runner werden, ich will ein bisschen mehr joggen das Jahr, dann kann es sein, dass ich einmal im Monat joggen und ich kann mir dann einreden, so, ja, ich bin ja jetzt mega joggen. Aber vielleicht ist eigentlich mein Ziel sehr viel mehr gewesen als die einmal im Monat. Ja. Und darum müssen die Ziele spezifisch sein, sie müssen konkret sein, es muss klar sein, wann ist das Ziel erfüllt und wann nicht. Ja. Und ich finde, das merkst du auch mega, wenn du jetzt auch beim Arbeiten irgendeine Aufgabe hast. Oder? Und ich habe mir das gerade im Kopf schnell durchgespielt, wenn, sagen wir, du musst für einen Kurs oder für einen Workshop eine Präsentation zu machen. Und du sagst dir am Morgen, ich gebe jetzt mein Bestes, dass ich die Präsentation mache. Oder ich sage, heute ist die Präsentation fertig. Heute Abend ist die Präsentation fertig. Das und das ist beinhaltet, also sehr klar. Und dann weiß ich, okay, das und das muss ich heute machen, das nehme ich mir jetzt vor. Und es ist eben so das verpflichtend, als wenn ich sage, hey, ich gebe jetzt einfach mein Bestes und ja, schaue dann, wo wir rangehen. Und ich meine, man kann dort natürlich dann schon auch
das noch anders formulieren. Du kannst sagen, okay, ich will fertig sein. Du kannst sagen, ich will 50% haben. Ich will so und so viele Folien erstellt haben. Du kannst aber auch sagen, hey, ich will 3-mal 1 Stunde konzentriert, ununterbrochen daran arbeiten. Auch das kann spezifisch sein. Es ist ein bisschen anders und dort muss man nachher schauen, was spricht einen eher an, der Typ Mensch. Ja, und was passt vielleicht auch. Voll. Wenn du das Thema als Beispiel schon mega gut kennst und weißt, okay, das und drin, wenn du aber nur eine Recherche vielleicht zuerst mal machen, was tue ich rein, brauchst vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Also es wäre es auch unrealistisch, das bis heute am Abend alles fertig zu haben. Okay, dann passt vielleicht besser, okay. Und da kommt der nächste Punkt rein, nämlich die Herausforderung. Ja. Du hast gesagt, dass am Anfang die Erkenntnis war, hey, es muss möglichst herausfordernd sein. Das hat man dann später aber herausgefunden, es darf nicht zu herausfordernd sein, weil es muss irgendwo durch realistisch sein. Wir müssen es machen können. Wenn ich dir jetzt sage, Ivo, ich gebe dir das Ziel, dass du jetzt 500 Liegestütze am Stück machst. Kannst du 500 Liegestütze? Am Stück nicht. Okay. Ich sage dir, Ivo, mach 500 Liegestütze am Stück, dann bekommst du 100 Stutz von mir. Dann ist das nicht wirklich ein Ziel, das für dich interessant ist, wo du vielleicht gar nicht erst probierst, weil du weißt, 500 Liegestütze am Stück, das ist unmöglich. Wenn ich dir jetzt aber sage, ja, Ivo, wenn du 10 Liegestütze machst, dann ist das cool für dich, bekommst zwar nicht 100 Stutz, aber das ist quasi mein Ziel an dich, dann bist du so, ja, also das mache ich jetzt auch nicht, weil das ist keine Challenge. Wenn ich dir aber sage, was wäre challenging? Keine Ahnung, so 100 am Stück. Alter, das ist so absurd. Wie kannst du 100 Liegestütze am Stück? Nein, aber das wäre gerade so an der Kippe, oder? Okay. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ja, bei mir auch. Aber dann bist du vielleicht motiviert, auch wegen der Challenge, weil du so bist, hey, das ist jetzt etwas, was ich möchte erreichen, wo ich mich selber herausfordere und wo ich probiere zu erreichen. Und dann quasi hast du dort das richtige Maß an Herausforderung. Und dasselbe auch für andere, wenn wir jetzt beim Sport bleiben, wir gehen auf den Marathon zurück. Für jemanden, der noch nie ist joggen, ist ein Marathon nicht das Ziel, das motiviert. Es ist nicht etwas, wo du bist so, okay, ich schaffe jetzt auf das hin. Für die meisten Leute nicht. Ja, also das ist eher etwas, was vielleicht sogar frustriert und demotiviert dann sogar. Genau. Und wenn du aber sagst, sagen wir, die Person ist in seinem Leben 10-mal joggen, dann kann ein Ziel motivierend sein, wo man sagt, hey, bis Mitte Jahr im Sommer einmal 5 Kilometer am Stück joggen. Ja. Und das ist dann eine Herausforderung und das ist für jede Person unterschiedlich. Voll. Ja. Und ich finde es dort noch interessant, jetzt muss man sich überlegen, wie challenging das ist für Schulen, weil du hast eine Klasse von 20 Leuten oder von 20 Kindern. Jetzt musst du ja versuchen, individuelle Ziele für die Kinder zu machen und dasselbe auch im Job. Du hast Leute mit unterschiedlichen Niveaus, du musst in diesem Fall unterschiedliche Ziele den Leuten geben, damit sie motiviert sind. Ja, das ist eine Führungsaufgabe. Yes, absolut. Aber ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Aha, weil, nein. Ja. Weil oftmals haben wir im beruflichen Kontext, und ich weiß nicht, wie das heutzutage in der Schule ist, aber es gibt wie einfach so halt Ziele und die sind universell für quasi alle. Und das kann für Hochleistungsträger demotivierend sein und nachher dann auch die Leistung dämpfen. Ja. Und ich glaube, da muss man schon anschauen, dass es für einen selber wichtig ist, dass man sich selber Ziele setzt, die herausfordernd sind, aber nicht zu überfordernd. Aber wenn man mit anderen Leuten zusammen schafft, dass man das auch bedenkt, dass es dort genauso wichtig ist, dass man schaut, hey, für dich individuell, was für eine Herausforderung macht Sinn. Voll. Und das Ganze wird noch komplexer, wenn wir zu der nächsten Bedingung gehen, nämlich zum Commitment. Yes. Das ist eine super Überleitung, weil mein persönliches Commitment für das Ziel, und jetzt beim Arbeiten werden ja meistens Ziele an mich herangetragen. Zum Teil wird das miteinander besprochen oder mit der vorgesetzten Person. Zum Teil bekommst du sie einfach. Aber das Commitment von der Person, die Ziel muss erreichen, ist essentiell. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, dass ich, und mit Commitment meine ich, eine persönliche Bindung zu dem Ziel habe. Und das sind 2 Punkte. Zum einen eine Wichtigkeit dort hineingesehen. Also warum ist das Ziel überhaupt relevant? Und der andere Punkt ist, meine Selbstwirksamkeit, traue ich mir das zu? Und wenn das stimmt, die beiden Punkte, das ist mir wichtig und ich glaube, ich kann die erreichen, dann kommt das Commitment. Aber wenn das nicht stimmt, ist egal, wie die Ziele auch super spezifisch und messbar und klar formuliert werden, wenn jemand ein Ziel hat, das keine Bindung dazu hat, kannst du es Ziel haben. Ja. Oder? Wirklich null. Ich glaube, Locker und Latham oder die Zielsetzungstheorie ist in einem wirtschaftlichen Kontext entstanden.
in Zusammenarbeit mit Teams. Und dort war Commitment so wichtig gewesen, weil vor allem früher man hat einfach das Ziel den Leuten gegeben und gesagt, das ist jetzt dein Ziel, bis Ende Jahr machst du das und das und das. Und dann haben sie gemerkt, hey, das Commitment ist halt relativ tief. Und dann haben sie angefangen, aufgrund von dem, mit den Leuten ihre eigenen Ziele zu entwickeln. Und ich meine, heutzutage gehört es fast zum Standard, dass man Mitarbeitergespräche hat, wo man zusammen ansitzt mit der vorgesetzten Person und schaut, hey, okay, was setzt du dir für Ziel? Das wäre mein Ziel, wie siehst du das? Und man das zusammen erarbeitet, dass eben das Commitment da ist. Und du hast jetzt vorher noch etwas Interessantes gesagt, und zwar, warum mache ich das eigentlich? Ich habe mir als Vorbereitung auf die Folge selbstverständlich auch gewisse Ziele gesetzt und habe das erste Mal in meinem Leben mir wirklich auch Zeit genommen und mich selber challenged mit der Frage, wieso setze ich mir das Ziel? Und ich habe jetzt gemerkt, das hat bei mir so viel Energie freigesetzt und ich habe das Gefühl, dass die Volition dadurch auch sehr viel stärker geworden ist, weil, wenn es mich mal anschießt, habe ich einen Grund, wieso ich es mache. Ich meine, da sind wir mit dem Why. Von Simon Sinek. Yes, Golden Circle. Naja, aber... Sorry, mir ist gerade ein anderer Gedanke gekommen. Es ist... Ja, egal. Das Wieso ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Und ich habe mich wirklich probiert zu challengen, indem ich mir sage, okay, aber also mein Ziel vielleicht konkret ist, ich habe mir jetzt ein Home Gym eingerichtet. Ich habe jetzt seit einer Woche auch eine Sauna. Das ist ein Highlight. Und ich habe mir gesagt, hey, ich will aufs neue Jahr mehr Krafttraining machen neben dem Fußball und einfach fitter werden. Ja. Sehr unkonkret. Ja. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe mich gefragt, okay, wieso willst du fitter werden? Was ist der Grund? Und dann ist das Thema Gesundheit gekommen. Okay, wieso Gesundheit? Welcher Teil von Gesundheit? Und bin dort tiefer und tiefer und tiefer und habe wirklich meine eigenen Grundsätze einfach challenged, hinterfragt, mehrmals wieso gefragt. Wieso willst du das? Okay, jetzt hast du mir eine Erklärung gegeben, aber wieso die Erklärung? Und du gehst tiefer und tiefer und tiefer und kommst zum eigentlichen Kern, wo ich, wie viel mich gemerkt habe, es gibt mir sehr viel mehr Sicherheit und Persistenz, so Durchhaltevermögen mit diesem Ziel. Und jetzt ein Beispiel eben ist Gesundheit. Ich habe auch schon über meine Rückenprobleme geredet in diesem Podcast. Das ist ein Thema. Dann ist die Frage, okay, aber wieso willst du denn keinen Rückenweh haben? Dann kommt die Antwort, ja, weil ich merke, ich werde ungeduldig, wenn ich Rückenweh habe. Ich habe weniger Energie, wenn ich Rückenweh habe. Dann kommt das Thema Gesundheit von, hey, ich werde das Jahr 29. Ich weiss jetzt nicht, wie lange das Fußball noch bestehen bleibt als aktiver Spieler in meinem Leben. Ich hoffe, mein Trainer hört das nicht. Und dann muss ich irgendwie etwas haben, wo ich fit bleibe. Ja. Und wenn ich einfach mit Fußball aufhöre, dann ist das ein rechter Change und relativ challenging. Und darum, das ist für mich ein grosses Why, dass ich sage, hey, ich brauche jetzt einen Übergang, wo ich einfach kann sagen, okay, ich starte mit dem und das bleibt Teil davon. Und ich habe mich so viel und so oft gefragt, hey, wieso machst du das und wieso willst du das und wieso ist das Ziel, dass das Commitment, glaube ich, sehr viel stärker ist als bei allen anderen Zielen, die ich mir je gesetzt habe, weil ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, wieso ich etwas will. Wirklich, in der Tiefe. Ja. Da habe ich sehr viel geredet, sorry. Nein, finde ich super. Also ich finde, ich habe gesagt, das ist für mich der wichtigste Punkt. Ja. Und weil da rein ist eine emotionale Komponente. Alles andere ist super kognitiv mit dem Verstand. Das und das und das. Alles im Kopf. Aber wenn wir unsere Emotionen nicht mitnehmen, werden wir nie etwas erreichen. Wenn wir nur mit dem Kopf Sachen machen. Aber wenn wir nicht wirklich das Gefühl dabei haben, von sagen, boah, das will ich. Oder wenn du im Körper merkst, boah, geil, das ist es. Ja, lass es sein. Du brauchst das Gefühl von... Und ich habe mir wirklich das mitgenommen, was wir auch hatten von... Mit dem Visualisieren. Yes. Wo du mir gesagt hast, eben, du tust dir überlegen, wie es sich anfühlt. Du tust dir überlegen, wie es schmeckt. Du tust dir überlegen, wie es aussieht, was du hörst. Und eine ganz wichtige Komponente, die bei mir emotional reingekommen ist in dem Commitment, ist, wie ich mich fühle, wenn ich null Beschwerden habe mit meinem Rücken. So richtig smooth einfach, ja, und es ist so viel Energie da nachher, wenn du nicht permanent etwas hast, deine Stöhner. Was? Du hast jetzt die letzten 2 Minuten immer und du machst Sorry. Ich sage, das wird geklippt. Ich bin committed. Nein, aber es ist genau das. Ja. Ich glaube wirklich, du musst Emotionen in die Ziel mit reinholen,
damit die Evolution einfach auch da ist, wenn es mal tough wird, wenn du mal keine Lust hast, wenn Sommerferien kommen, wenn du in die Ferien gehst, was auch immer ist, und was es schwieriger macht, zum Beispiel Sport machen. Ja. Die brauchst du, die Emotionen, sonst wird es nicht langfristig haben. Voll. Und ich finde es eben noch spannend, weil ich mache mir ja immer so Ziel für 26. Und das ist jetzt auch wieder, ich muss es jetzt nicht vorlesen, aber es ist der einzige Punkt, wo in allen Zielen immer, also die einzige Bedingung, die immer gegeben ist bei allen Zielen, ist mein Commitment. Okay. Sie sind zum Teil hart unspezifisch. Wirklich, ich weiß, also ausformuliert. Ich weiß genau, was es ist, aber ausformuliert, überhaupt nicht spezifisch. Aber das Commitment dahinter. Sonst will ich es gar nicht aufschreiben, das ist mir scheißegal. Aber für mich ist das immer der wichtigste Punkt und es widerspiegelt sich auch, wie ich Ziel für mich setze. Es muss nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es muss nicht immer mega challenging sein. Es kann auch sein, ich will das einfach. Oder? Also, wenn ich weiss, ich schaffe es, aber es ist mir wichtig, oder? Und ich weiss, warum ich das möchte, dann ist das für mich schon fein. Oder? Also da können wir fairerweise schon sagen, wir gehen jetzt die Punkte durch. Im Alltag ist es manchmal ein bisschen anders, aber vielleicht hilft es auch, um herauszufinden, wo kann man noch ein bisschen schrauben, oder? Aber für mich ist Commitment eigentlich der wichtigste Punkt. Yes. Nice. Du hast einen weiteren Punkt angeschnitten, nämlich die Selbstwirksamkeit. Ja. Und ich habe mir den so aufgeschrieben, dass das Ziel kontrollierbar ist. Also, dass du, wo dir das Ziel setzt, das auch kannst kontrollieren, ob das Ziel erfüllt wird oder nicht. Und ich glaube, das ist, wenn ich mir jetzt das Ziel setze, Beförderung. eine Beförderung, dann ja, ist das ein Ziel, aber es ist nicht alleine von mir abhängig. Die Frage ist, wird so eine Stelle frei? Wird auch gesehen, was ich mache? Dort muss ich dann vielleicht eher mit Ziel schaffen von, hey, ich will das Projekt so und so beenden, dass ich mich gut platzieren kann für eine potenzielle Beförderung. Ja, genau. Oder du redest mit dem Vorgesetzten und sagst, hey, das ist mein Ziel, ich würde gerne die und die Stelle haben. Was für Kompetenzen brauche ich? Okay. Was wird von mir erwartet, dass ich die Stelle überkomme, wenn die frei wird, sagen wir mal. Und dann hast du wie klare Angaben und dann kannst du das Ziel auf das setzen und dann hast du wie den Kontrollbereich, Circle of Influence, quasi, du lenkst deine Energien, wo du etwas kannst kontrollieren. Du weißt, es gibt die Komponenten wirtschaftliche Situation, wie ist die Fluktuation, was auch immer, oder, für die Stelle, aber für die Kompetenzen von dieser Stelle kannst du eigentlich alles kontrollieren. Und das meiste. Ich glaube, dort, wo die Komponenten von Ziel setzen, also wie kontrollierbar ist sie, die Zielerreichung, oft scheitert, ist, wenn Leute probieren, andere Leute zu verändern. Also wenn sie sich als Ziel setzen, um irgendwie, dass ihr Kind in die und die Schule kommt oder dass ihr Partner oder Partnerin irgendwie das und das und das macht, wenn das Ziel so formuliert ist, dass es auf das effektive Outcome, also das effektive Ergebnis abzielt, du wirst es nicht kontrollieren. Die andere Person hat einen eigenen Kopf, die andere Person macht ihr eigenes Ding. Du kannst ein Ziel setzen, konkret, wie kann ich die Person unterstützen in dem. Aber wenn das Ziel das effektive Ergebnis ist, von zum Beispiel dieser Lehrstelle für dein Kind oder von, keine Ahnung, dem sportlichen Ziel für deine Partnerin oder Partner, es funktioniert einfach nicht. Und ich sehe so viele Leute, die in das reingehen und die dann frustriert werden, weil es nicht so läuft, wie sie das möchten. Ja. Wieso? Weil sie es nicht kontrollieren können. Du kannst sie unterstützen. Du kannst das Ziel so formulieren, dass du sagst, hey, ich tue sie unterstützen dabei. Aber das effektive Ergebnis ist nicht von dir kontrollierbar. Ja, voll. Auch wenn es messbar wäre, oder? Und da kommt dann schon wieder, manchmal ist es so ein bisschen, ja, nur weil es messbar ist, ist es nicht ein gutes Ziel. Oder als Beispiel, darum gehen wir auch durch die Punkte durch. Was wichtig ist, finde ich ein super Punkt. Wieso muss es aber messbar sein? Wegen Feedback. Yes. Bei der Locker und Latham Zielsetzungstheorie ist ein ganz wichtiger Faktor, der dann dazugekommen ist der sogenannte Feedback Loop. Und zwar, wenn wir ein Ziel verfolgen, dann müssen wir irgendwo einen Feedback Loop haben, der uns sagt, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und ich habe da ein super Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt, aber ich habe während dem Studium ja Spanischunterricht genommen. Und ich habe auf das grosse Ziel hingeschafft, ein Semester in Madrid zu studieren.
Jetzt ist das nicht von mir kontrollierbar gewesen, weil dann ist Covid gekommen. Ja. Dann ist das gestorben. Ich habe aber gefunden, hey, ich will trotzdem weiterhin Spanisch lernen, weil ich finde es eine geile Sprache. Mhm. Und bin weiterhin in die Kurs. Habe pro Tag 1 Stunde alleine Spanisch gelernt. Pro Tag. Jeden Tag. Mhm. Ich glaube, Krass. 6 Mal in der Woche. Jetzt ist aber nach dem 2. Semester der Kurs abgesagt worden, weil sich zu wenig Leute angemeldet haben. Ich habe gefunden, hey, ich lasse mich nicht beirren. Ich mache weiterhin 1 Stunde am Tag. Ich habe ja die Bücher, ich kann mir ein neues Buch kaufen. Let's go. Ich habe nie jemanden gehabt, der mir Feedback gegeben hat, ob ich einen Satz richtig ausspreche, ob ich die Grammatik richtig ausspreche. Und das hat bei mir so fest zu Motivationsverlust geführt. Und ich habe es dann schlussendlich aufgegeben, weil ich keinen Feedback-Loop hatte. Mhm. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir, wenn wir auf ein Ziel hinschaffen, ein Feedback bekommen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und ich meine, du hast das mit allem. Überall. Du hast jetzt vorher zum Beispiel ein super Beispiel gebracht, nämlich Smartwatches. Smartwatches. Und ich habe das lustigerweise im Fall noch nie unter dieser Perspektive betrachtet vom Feedback, sondern einfach mehr als Zahlen, Daten, Fakten, die du noch dazu hast. Aber Smartwatches, wenn du jetzt gerade im Sport bist, geben dir ein Hammer-Feedback, wie bist du unterwegs. Und ich finde diese Perspektive so viel angenehmer als sagt man, ich bin unproduktiv gewesen oder ich habe schlecht geschlafen. Ja. Sondern es gibt dir einfach ein ehrliches Feedback, wie bist du unterwegs. Oder es macht ja eigentlich sogar Prognose, also als ich für meinen Marathon trainiert habe, es gibt ja eine Prognose, wie schnell bist du etwa am Marathon. Und das, Wirklich? und das ist krass, wie genau es ist. Also ich habe Wirklich? für den Halbmarathon ist es glaube plus minus 2 Minuten gewesen, und für den Marathon plus minus 3-4 Minuten. Krass. Die Vorhersage. Also es gibt dir eigentlich immer Feedback. Aber du dich dort vielleicht auch limitieren. Weil es gibt ja eine Vorhersage und du bist dann wie so, okay, das ist das, was ich könnte erreichen. Spannende Hypothese. Oh, okay. Aber ich meine, Aber ja, also, schlussendlich ja. weiss es einfach auch hure viel über dich, Ja. wie du schlafst, wie du trainierst, deine HRV, all das, dein Puls. Und das ist, glaube ich, schon nicht zu unterschätzen, wie genau es wirklich Ja, ist. absolut. Natürlich könntest Und also ich meine, wir müssen da gar nicht mal so in so krass tiefe Daten gehen, sondern du kannst ja einfach, ich meine, überleg dir mal, wenn du gehst joggen und du trainierst auf was auch immer hin, auf ein 10K, auf 10 Kilometer und du gehst joggen und du sagst, du willst ja besser werden, du willst vielleicht schneller werden. Und du gehst jetzt joggen, ohne Zeit stoppen, ohne die Distanz zu wissen. Du kommst heim und bist so, ja, das hat sich, glaube ich, gut angefühlt. Aber du weißt nicht, ob du jetzt schneller gewesen bist als noch vor 2 Wochen. Und schon so simple Sachen wie, ich habe eine abgesteckte Route, wo ich weiss, die sind 5 Kilometer. Ich tue Zeit stoppen und ich weiss, ich bin jetzt 1 Minute schneller gewesen, 2 Minuten schneller gewesen. Schon nur das ist ein Feedback, dass du sagst, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Es gibt dir zusätzlich Motivation oder in dem Fall Volition, die dich dazu bringen, dass du weiterhin an diesem Thema dran bleibst und das dich vielleicht auch motiviert. voll. Und Feedback gibt sich in verschiedene Richtungen. Ich glaube, im Sport ist es sehr einfach. Es ist sehr klar, was ist Feedback. Vor allem in so Sportarten, wo es darum geht, Zeit zu stoppen. Also Rennen, Schwimmen, was auch immer. Bei so Sportarten wie zum Beispiel jetzt, sagen wir Paddle, ist es schwieriger, weil du kannst ja nicht genau wissen, okay, bin ich jetzt besser geworden oder nicht. Padel. Padel, sorry. Der Ivo hat Padel für sich entdeckt. Er ist momentan sehr fest drin. Aber dort bekommst du vielleicht Feedback von deinen Mitspielern Ja. und Mitspielerinnen. Du bekommst Feedback von, hey, wie viele Fehler habe ich jetzt gemacht heute? Du bekommst das Feedback von, hast du gewonnen oder nicht? Und ich glaube, die Feedbacks sind enorm wichtig. Extrem. Darum auch im beruflichen Kontext, wir müssen schauen, dass wir uns Feedback-Loops geben, dass, wenn ihr Führungskraft sind, dass ihr Feedback gebt euren Mitarbeitenden. Das kann auch in persönlichen Beziehungen sein. Ich meine, wenn man zusammen auf etwas hinschafft, dann muss man dort das Feedback geben und sagen, hey, da sind wir jetzt einen Schritt weitergekommen, geil. Damit man weiss, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, und also gerade auch in persönlichen Beziehungen, also egal ob Freundschaft oder Liebesbeziehung, was auch immer, wenn du ein Feedback gibst von wie findest du die Beziehung, ich kann es ja helfen, um die Beziehung so zu gestalten, wie du das gerne hättest. Das ist ja auch ein Ziel. Also vor allem, wenn du auf etwas hinschaffst. Ja. Und das Lässige am Feedback Loop ist, es tut mehrere Sachen verstärken. Du hast das Commitment, das verstärkt wird.
weil du vielleicht sagst, okay, ich habe jetzt Erfolg gehabt, ich gehe jetzt weiter hinter drin. Du hast die Selbstwirksamkeit, also die Kontrollierbarkeit. Du siehst, dass du verantwortlich bist für die Erfolg. Also auch dort fühlst du dich selber wirksamer. Und ich glaube, die Feedback Loops binden alles also so ein bisschen zusammen und tut alles andere wieder verstärken, dass man weiterhin auf das Ziel einschaffen tut. Ja. Sehr, sehr wichtig. Ja. Ein cooles Tool auch. Und jetzt so ein Punkt noch, wo man nachher gar weiterleiten in weitere spannende Bedingungen, nämlich so die Aufgabenkomplexität. Wir haben es schon mal angesprochen. Jetzt, Prokrastinieren, haben wir auch darüber geredet. Ja, und genau, und das, ich habe jetzt eigentlich mehr die Folge gemeint, aber stimmt, Prokrastination haben wir auch schon über das geredet, dass wenn etwas zu schwierig ist für uns, also dass wir das aus eigenen Kompetenzen gar nicht können schaffen, weil man merkt, egal wie herausfordernd das Ziel ist, ich kann die Fähigkeiten gar nicht, kann es hilfreich sein, wegkommen von einem Leistungsziel, also das Ziel, das auf die Leistung abzielt, und mit Lernziel zu arbeiten. Und Lernziele haben die Idee oder haben die Wirkung, zum Kompetenzen erarbeiten. Und erweitern. Oder dort liegt eigentlich wirklich der Fokus auf eine Entwicklung. Und es hilft auch, mit Fehlern umzugehen. Weil dort sind Fehler extrem wichtig, um den Lernzuwachs zu verstärken. Oder also wenn man merkt, das Ziel ist über meine Kompetenzen, okay, wie kann ich es abbrechen, weil ich Kompetenzen brauche, und dann auf das aber Lernziel formulieren. Hast du ein konkretes Beispiel für das Lernziel? Ja, also jetzt nehmen wir an, du bekommst im Arbeiten ein Ziel, dass du den Umsatz um 10% steigern. Super herausfordernd, super spezifisch, bis Ende Jahr noch terminiert, okay? Und ist sehr klar als Leistungsziel formuliert. Jetzt sagen wir, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Also es ist über meine Kompetenz. Ich weiß nicht, wie ich Umsatz kann steigern kann. Das heisst, ich muss zuerst mal lernen, wie kann ich den Umsatz steigern? Was gehört dort alles dazu? Du musst Kompetenzen erweitern. Ich muss meine Kompetenzen erweitern. Das kann sein, dass ich lerne, Cold Calls als Beispiel, und lerne verkaufen bei Cold Calls. Es kann sein, dass ich bestehende Kundenbeziehungen ausbaue, dass ich lerne Upselling machen und die Beziehungen vertiefen. Und das sind dann werden die Ziele auf die Kompetenzen formuliert. Also du könntest zum Beispiel ein konkretes Lernziel formulieren und sagen, ich will 5 Cold Call Methoden analysieren und dann die auch gerade verwenden in meinen nächsten Cold Calls, um zu schauen, was funktioniert und was nicht. Als Beispiel. Okay. Oder? Also dort ist dann weniger auf die 10% abzielt, weil man merkt, ich weiss ja gar nicht, wie das geht, sondern ich muss jetzt erst die Kompetenzen erwerben. Und was dort aber schön ist, ich habe vorher schon gesagt, mit den Fehlern, oder? Du probierst aus. Du probierst Techniken aus, merkst, die funktioniert bei mir nicht so gut oder die funktioniert nur eher bei den und den Kunden. Also dort sind dann Fehler auch, werden auch gerade in den Feedback-Loop reingenommen, als Beispiel. Und ich glaube, sie werden viel besser akzeptiert. Es ist so, okay, hey, Fehler gehören dazu. Für Lernziel müssen Fehler irgendwie ihren Platz haben, sonst ist es kein Lernziel. Ja. Und es hat noch einen anderen Mechanismus, nämlich so das super herausfordernde Ziel, wo ich weiss, das kann ich gar nicht erreichen, führt eher zu Angst und Blockade, Frustration. Hingegen Lernziel tun das wieder so ein bisschen aufweichen und sagen, okay, da kann ich mich anmachen, da kann ich reingehen, da kann ich mich entwickeln, fördert dann wieder die positiven Emotionen. Voll. Also das heisst, grundsätzlich, wenn ihr schon viele Kompetenzen habt in einem spezifischen Bereich, dann kann Leistungsziel sehr förderlich sein. Dass ihr ein konkretes Ziel habt, das auch sehr herausfordernd sein, nicht überfordernd, aber etwas, wo ihr wirklich einfach könnt sagen, okay, das gilt es jetzt zu machen, ich gehe auf Leistung. Wenn ihr neu in einem Feld sind, dann noch etwas Neues ausprobieren wollt, dann lohnt es sich dort, um mit Lernziel zu arbeiten, weil es einem einfach auch mehr Platz für Fehler gibt, mehr Platz zum Lernen, man kann seine Kompetenzen erweitern und so den Neustart in ein neues Thema ein bisschen vereinfachen. Ja. Es gibt, und ich glaube, du bist nicht allzu Fan davon. Nein, oder nicht so Vertreter. Ich habe für mich gelernt,
was mir sehr gut tut, sind Prozessziele. Und das ist wie eine dritte Art von Ziel, wo ich glaube auch nicht so beliebt sind oder so viel Vertreter haben. Ich persönlich arbeite schon sehr lange unbewusst mit so Prozesszielen und habe dann irgendwann realisiert, das sind Prozessziele und arbeite mit denen sehr gut. Das Prozessziel ist nicht zu schauen, hey, was ist die Leistung, die ich quasi bis dann und dann muss erreichen muss. Man schaut nicht, hey, was muss ich Neues lernen, sondern das sind wie, beides wird geben, aber sie sind so Randerscheinungen, sie sind wie Nebenprodukte. Und was mir sehr hilft, ist, wenn ich einfach weiss, okay, ich muss das machen und dann wird schon irgendetwas Gutes dabei rauskommen. Und das widerspricht eigentlich vielem von dieser Zielsetzungstheorie. Man muss dann einfach schauen, wie man sie formuliert. Also ich habe vorher die 1 Stunde Spanisch am Tag. Dort habe ich auch Zeit dafür gehabt, muss ich ehrlich sagen, während dem Studium. Und ich habe jetzt gemerkt, so, hey, meine Fitnessziele für das Jahr muss ich in einem Prozess verpacken, sodass es für mich attraktiv ist. Ich muss mir sagen, okay, ich will 3-mal in der Woche da unten in unser Home Gym, das wir jetzt da haben. Und es muss auch nicht lang sein. Ich kann 20 Minuten gehen. Und 20 Minuten ist okay. Solange ich 3-mal in der Woche mindestens 20 Minuten in einem Gym verbracht habe, weil ich komme in einen Rhythmus und es entsteht dort so ein Habit. Und das würde dann wieder zurückgehen auf die Videos, die ich gesehen habe, wo sie wahrscheinlich das probieren zu sagen, dass sie sagen, hey, das Ziel muss nicht so konkret sein. Ich habe das jetzt gekoppelt, das Prozessziel, mit Leistungsziel. Okay. Also ich habe ein Leistungsziel, wo ich sage, hey, bis im Sommer will ich so und so viel Klimmzüge machen, bis im Sommer will ich so und so viel Liegestütze machen. Die Prozessziel gekoppelt mit Leistungsziel, das tut mir sehr gut. Ja. Und dort beim Spanisch habe ich kein Leistungsziel gehabt, sondern nur ein Prozessziel. Ja. Ich habe auf nichts hingeschafft. Ich habe einfach nur gesagt, 1 Stunde am Tag. Und ich glaube, das war dort vielleicht auch ein Fehler gewesen, Das ist so, dass ich es nicht gekoppelt habe mit dem Leistungsziel. so der Weg ins Ziel ist ein Prozessziel. Ja, vielleicht, ja. Ja, und by the way, im Fall nicht, dass ich kein Fan bin von dem. Ich habe vorher einfach so mehr gesagt, vielleicht ist es zu komplex, wenn wir jetzt einfach nur Prozessziel Ja, nehmen. stimmt. Aber du hast Also das gut. schön erklärt, darum Also gut. ist tipptopp. Lass uns noch vielleicht etwas anschauen und ich glaube, dann ist die Zeit auch schon recht vorgeschritten. Und zwar der Unterschied zwischen Annäherungsziel und Vermeidungsziel. Ja. Als letzte Bedingung oder Möglichkeit, auf was man achten kann, wenn man ein Ziel setzt. Sehr wichtig. Da habe ich etwas Spannendes dazu gelesen. Also vielleicht erstmal, was sind Annäherungsziele? Das sind Ziele, die auf einen Gewinn ausgerichtet sind. Also sich etwas annähert. Das ist zu dumm beschrieben. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ja. Ich will denken nicht an einen roten Elefant. Du weißt, ich bin kein bildlicher Denker, der lässt Also bei mir nicht das. Aber Viele Leute werden jetzt an einen roten Elefant gedacht haben. Und das ist die Grundtheorie hinter der Unterscheidung zwischen Annäherungsziel und Vermeidungsziel. Wenn wir uns das Ziel setzen, ich will weniger am Handy sein, dann ist das ein Vermeidungsziel. ja. Ich will weniger am Handy sein und alles, was mir die ganze Zeit im Kopf bleibt, ist, ich will eigentlich am Handy sein, und es ist ein permanenter Kampf, um das Ziel zu erreichen. Ja. Hey, Ja. Es ist eigentlich wirklich so, gehe ich von einem Zustand weg oder gehe ich zu einem Zustand hin? Yes. Oder? Also weniger süßes Essen. Ich versuche von einem Zustand wegzukommen, es vermeiden. Oder es ist, ich möchte mich gesund ernähren. Ich will mehr Früchte Ich essen. gehe hin zu einem positiven Yes. Zustand. Das ist eigentlich, ich habe es vorher falsch erklärt. Aber Ja, das ist okay. Ja. Und die Wissenschaft ist dort ganz klar, und da sind wir uns einig, dass Annäherungsziele sind erfolgreicher im Vergleich zu Vermeidungszielen. Also wenn wir jetzt gerade auf die Ernährung gehen, wenn wir uns sagen, hey, ich will nicht mehr so viel Junkfood essen, dann ist das ein Vermeidungsziel. Die bessere Formulierung wäre, ich will gesund essen. Und das Ziel kann man dann nachher sehr konkret mit der Zielsetzungstheorie nachher angehen. Man kann schauen, okay, ich will ganz konkret, jeweils, wenn ich posten, mindestens 2 Früchte kaufen. Ich will mindestens 4-mal in der Woche selber kochen. Das sind Annäherungsziele, wo man sagt, hey, wir tun da gesunde so Habits
starten und es ist dann sehr viel einfacher, weil es nicht ein permanenter Kampf ist von ich will kein Süßes, ich will kein Süßes, ich will kein Junkfood, etc. Ja. Und da ist noch spannend, es gibt so neuropsychologische Untersuchungen, wo man quasi das Hirn gescannt hat, was passiert bei Annäherungs- und bei Vermeidungszielen. Das ist schon spannend und das sind nicht die gleichen Systeme im Hirn, die aktiviert werden. Also bei Annäherungszielen, wo man auf einen positiven Zustand hinstrebt, ist eher linke präfrontale Kortex und so das dopaminerge Belohnungssystem, Nucleus accumbens, unser Kollege aus dem Studio. Das ist so, nicht abgeschaltet. Jetzt hat nicht abgeschaltet, aber eben, es ist aus dem Belohnungssystem das, was mit positiven Emotionen korreliert und bei dem Vermeidungsziel ist es eher rechte präfrontale Kortex und das limbische System, also so Amygdala, wo eher so die Angstbereitschaft und so ein negative Emotionen dahinter sind. Also es aktiviert. Es gibt sogar auch einen biologischen respektive neurologischen Unterschied. Je nachdem, was für Ziel das man benutzt. Ja. Das ist crazy. Das ist verrückt. Weil eben genau das mit dem roten Elefant. Also das ist ein super Beispiel. Denk nicht an einen roten Elefant. Alle denken an einen roten Elefant. Ja. Das heisst, der vermeidende Zustand wird immer wieder aktiviert im Hirn und nicht der positive Zustand. Yes. Crazy. Also vielleicht abschließend. Ivo, ich finde es eine sehr viel angenehmere Folge. Ich habe sehr viel besseres Gefühl als die Folge, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben. Ja. Dürfen wir weitermachen? Schon. Ja. Okay, gut. Ja. Dann ist gut. Vielleicht zusammenfassend. Es gibt die Zielsetzungstheorie von Locken und Latham. Und die sagt, und die ist entstanden über jetzt mittlerweile 60 Jahre und weiterentwickelt worden, und die sagt, dass wenn ihr euch jetzt ein Ziel setzt und ihr sagt, hey, ich möchte vielleicht ein Ziel nochmal neu formulieren, das ihr vielleicht auch jetzt auf das neue Jahr gemacht habt, dann schaut an, dass es spezifisch und konkret ist. Schaut, dass es auch eine Challenge dahinter hat, aber nicht überfordernd ist. Dünnt euch fragen, wieso macht ihr das? Und bringt euch das eigene Commitment mit rein. Dann schauen, dass ihr das Ziel auch kontrollieren könnt, dass ihr dort in diesem Circle of Control sind. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was wir sagen, dann könnt ihr die allererste Folge hören. Und schaut, dass ihr euch einen Feedback-Loop geben könnt, wo euch ein Zeichen gibt, ob ihr noch auf dem richtigen Weg sind oder nicht, weil auch das motiviert dann wieder. Yes. Wir haben die Unterschiede angeschaut zwischen Lern- und Leistungsziel. Dass wir das Leistungsziel nehmen, wenn wir schon sehr in einem Thema drin sind und finden, hey, ich will jetzt ganz konkret ein Ziel haben, wo es einfach nur um Leistung geht. Und die haben ein Lernziel, wenn ihr sagt, ich fange jetzt mit noch etwas Neuem an, es dürfen Fehler passieren, es darf auch ein bisschen Innovation dort passieren und dann vielleicht in Kombination, für die ähnlich gewired sind wie ich, ein Prozessziel, wo man sich einfach so Schritt für Schritt gibt. Und dann als Abschluss Unterschied von Annäherung und Vermeidungsziel, wo wir klar wissen aus der Wissenschaft, dass Annäherungsziele besser funktionieren und zu besseren Zielerreichung führen. Krank zusammengefasst. Dankeschön. Legst du mir. Richtig schön zusammengefasst. Wunderbar. Jetzt habe ich noch einen Cliffhanger rein. Nämlich, Ich bin gespannt. es gibt ein zentrales Problem bei der Motivationspsychologie. Und das Problem heisst Intentionsverhaltenslücke. Intentionsverhaltenslücke. Verhaltenslücke, Intention Behavior Gap. Also meine Intention, was möchte ich machen, und das Verhalten effektiv. Dort ist eine Lücke, weil oftmals nimmt man sich etwas vor, setzt sich Ziel und wird dann eben nicht unbedingt umgesetzt, nämlich Volition, wo wir schon mal angesprochen haben. Und darum ist das ein essentielles Thema, wo wir jetzt aber heute nicht mehr bearbeiten werden. Wenn ich jetzt aber sage, fuck, das würde mich hure interessieren, schreibt in die Kommentare. Spätestens so in einem Monat. Und der Tim und ich machen euch eine Folge dazu. Das wäre krass. Spätestens in einem Monat, wenn Leute so ihre Neujahrsziele nicht erreicht haben, sind sie so, fuck, ich hätte mehr Volition gebraucht. Ja. Dann schreibt es in die Kommentare. Auch ganz wichtig, Leute, neues Jahr, der Ivo und ich haben ein grosses Ziel. Wenn das die zweite Folge ist, wenn das die erste Folge ist, müsst ihr uns noch nicht folgen. Das ist okay. Ich finde schon, wenn das, aber ist okay. wenn das die zweite Folge ist, wo ihr von uns hört und wo ihr findet, hey doch, ich habe vielleicht das eine oder andere mitgenommen, dann lasst doch ein Abo da, ob auf Spotify oder Apple Podcast oder wo das ihr auch immer hört. Es wird uns sehr viel bedeuten. Der Ivo und ich haben grosse Ziele für das Jahr mit diesem Podcast. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hören sie in der Endjahres-Spezialfolge. Hey ja,
Yes. Ich freue mich auf auch jetzt meine Ziele, die ich mir gesetzt habe für das Jahr, respektive eins. Vielleicht wird es noch 1, 2 mehr, aber das ist jetzt mal so. Ein Ziel, das ich noch habe, das Jahr, ist ein Back-to-Back letzte Hirnzellen-Win. Das wäre krass, ja. Und du hast jetzt eine und da würde jetzt der erste Schritt in die Zielerfüllung, die ich da für mich habe, 2 Jahre hintereinander den Cup vom letzten Hirnzellen zu gewinnen. Also, Du hast noch eine für mich. yes, und zwar aus der Motivationspsychologie. Oh. Von wem? Bei wem haben wir Motivationspsychologie gehabt? Bei der Hoffmann und bei 2 anderen noch. Mhm. Von wem ist das Rubicon-Modell der Handlungsphasen entwickelt worden? Haben wir im Studium gehabt. A. Storch und Krause. B. Locke und Latham. C. Tenger und Malzacher. D. Heckhausen und Gollwitzer. Oh, nein. Sag mal, wie heißt die Theorie? Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Sag mal A und C. A und C. Also A ist A und D, sorry. Storch und Krause ist A und D ist Heckhausen und Gollwitzer. Die sagen mir beide etwas, aber ich weiß nicht was. Also was jetzt der absolute Plot-Twist wäre, ist, wenn es auch Locke und Latham ist. Das wäre crazy. Stell dir vor, es wäre C. Das würde mich jetzt erstaunen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Theorie heißt. Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Ich mache. Hast du sie erstellt? Ja, nein, mit Mit ChatGPT? Tenger und Malzacher, logisch bin ich es gesehen. Ja gut, du hättest einfach eins können ersetzen. Nein, ich kann sie selber. Lügst du mich jetzt wieder an? Nein, ich kann sie wirklich selber. Ivo? Nein, wirklich. Ich sag C. Nein, sorry. Nein. Ich sag D. D. Ist richtig. Geil. Ja. Gut geraten. Die Brauchst ist, manchmal auch. aber ich kann dir wie 2 geben zum Aussortieren. 50, aber es 50, ist eben gemein. Wobei, also, er hätte auch von Locke und Latham sein und hättest mich hart verwünscht. Ja, aber nein, es ist wirklich von Heckhausen und Gollwitzer. Und es ist eben noch spannend, weil das Rubicon-Modell der Handlungsphasen ist aus der Motivationspsychologie und es ist eigentlich noch spannend, das könnte man eigentlich bei Evolution reinnehmen. Und der Rubicon-Prozess, nicht Modell, sondern Rubicon-Prozess, ist von Storch und Krause. Die haben quasi das Modell erweitert und den Prozess durchgemacht. Darum, ich hatte... Zum Glück kann ich nicht aufpassen in der Schule. Yes. Nein, das stimmt nicht. Ich darf so Sachen nicht sagen. Das ist nicht gut. Ja, darum, 1-1. Hey, crazy, ja. Ein Schritt näher zu meinem Back-to-Back-Win. Letztes Jahr hat es ein Comeback gegeben, das Jahr gibt es ein Back-to-Back. Die Energie ist wieder mal hoch. Hey, wen grüßen wir? Wir haben letztes Mal niemand gegrüßt. Wirklich? Ich glaube. Wenn wir zwei Personengruppen grüßen? Nein, machen wir nicht das. Wir grüßen all die sich noch kein Ziel gesetzt haben für 26, weil sie nicht, ja, Ziele erreichen wir nicht. Jetzt aber die Folge gehört haben und denken, boah, so ein Ziel wäre eigentlich schon noch hilfreich. Und jetzt ein Ziel setzen. Schön. Und wenn ihr jemanden kennt, der noch kein Ziel hat, dann schickt ihm vielleicht die Folge. Und vielleicht wird er oder sie dann finden, doch, vielleicht brauche ich jetzt doch ein Ziel. Es ist auch völlig okay, wenn man kein Ziel hat. Wenn man happy mit seinem Leben ist, dann darf man sein Leben so weiterleben, wie es ist. Ja. Mit diesen Worten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen. Tschüss.